Hello, yassas, buongiorno, всем привет! Ich bin Alina und in diesem Video erfährst du, warum unser Körper der Speicher unserer Vergangenheit ist und warum es so wichtig ist, unseren Körper von unserer Vergangenheit zu befreien. Heutzutage sind wir es absolut gewohnt, sich intensiv mit unserem Körper zu beschäftigen, schon allein aus ästhetischen Gründen. Was dabei aber zu sehr vernachlässigt wird, ist unsere Psyche und wie die Psyche auf unseren Körper wirkt. Und dabei hat die Forschung schon längst nachgewiesen, dass die Psyche das entscheidende Element ist, wenn es um die Probleme auf körperlicher Ebene geht. Vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, dass noch so kleiner Vorgang auf psychologischer Ebene einen biochemischen Eindruck in unserem Körper hinterlässt, was am Ende nichts anderes heißt, dass jeder Gedanke und jedes Gefühl bzw. jede Emotion sich in unserem Körper festsetzt und irgendwann mal anfängt zurückzuwirken. Das heißt, Psyche und Körper bedingen sich gegenseitig und das wird vor allem zu einem Problem, wenn wir krank werden. Denn dann macht der Körper einfach nicht mit und spiegelt einfach wieder das, was auf psychologischer Ebene sehr, sehr lange verdrängt wurde. Wenn man das einmal verstanden hat und sich bewusst gemacht hat, dass Psyche und Körper sich gegenseitig bedingen, dann wird man sich auch nie mehr wundern, warum man krank wird. Im Endeffekt heißt es dann auch, dass wenn man krank wird, muss man sich nicht nur den Körper anschauen, sondern auch die Psyche. Deswegen kann man auch am Ende sagen, dass der Körper der Speicher unserer Vergangenheit ist. Denn alles, was Sie im Leben jemals denken bzw. gedacht und gefühlt haben, spiegelt sich irgendwann mal im Körper wieder. Und man kann sogar dann an den Beschwerden ablesen, welche psychologischen Konflikte der Mensch erlebt hat. Das ist auch nämlich sehr, sehr interessant und das ist das, was ich in meinem Arbeitsalltag immer wieder erlebe. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man möglichst früh anfängt, sich mit seinem Problem zu beschäftigen, bevor es zu spät ist. Denn wenn man das nicht macht, speichert der Körper immer mehr und irgendwann mal fängt er an zu streiken und es passiert auch nicht bei wenigen Menschen, dass es irgendwann mal absolut nichts mehr geht, so wie es auch in meinem Fall war, und dann hat man auch einfach keine andere Möglichkeit, als mit sich selbst zu beschäftigen, wenn man noch dafür die Möglichkeit bekommt. Wir müssen uns bewusst machen, dass all unsere Gedanken und Gefühle am Ende unsere DNA prägen und unsere DNA bestimmt dann am Ende wiederum unser ganzes Sein. Das heißt wiederum, wenn wir unser Leben so leben möchten, wie wir uns das vorstellen, wenn wir in unserem Alltag so performen möchten, wie wir uns das vorstellen und wünschen, und was auch wichtig ist, wenn wir bis ins hohe Alter gesund bleiben wollen, was absolut möglich ist, dann müssen wir möglichst früh anfangen, sich mit unserer Vergangenheit zu beschäftigen. Das heißt, alles, was wir in unserer Vergangenheit erlebt haben, alles, was uns in unserem Leben das Leben schwer gemacht hat, und wir müssen anfangen, unseren Körper von unserer Vergangenheit zu befreien. Und das Tolle ist, dass wir jetzt mittlerweile in einer Zeit angekommen sind, in der wir so viele Möglichkeiten, so viele Tools und Techniken haben, mit denen wir unser Leben komplett verändern können. Das heißt, wir können einfach alles verändern. Unsere private Situation, unsere berufliche Situation, finanzielle Situation und auch die gesundheitliche Situation. Denn die Forschung hat mittlerweile nachgewiesen, dass wir unsere DNA selber ganz aktiv gestalten können. Das heißt, wir können unsere Gene mittlerweile selber ändern und wir können unser Leben deswegen auch so gestalten, wie wir uns das vorstellen. Denn es gibt keine bösen Gene mehr, wie man früher geglaubt hat. Wir können unsere Gene, das heißt unser Genmaterial, ganz aktiv nach unserer Vorstellung formen. Das heißt, wir können unser Leben komplett transformieren und jedes noch so große Problem in unserem Leben lösen. Und davon möchte ich euch, meine Lieben, in meinen nächsten Videos erzählen. Deswegen freue ich mich schon sehr auf das nächste Video, in dem ich euch über meine Cortisolsucht erzählen werde und wie ich dieses Problem für mich vollständig gelöst habe. Also meine Lieben, ciao, ciao und bis zum nächsten Video. Eure Alina.